Kijk me nicht auf dir. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. What's good, ladies and JDs? What's up, what's up? Ihr wisst, was für Zeit es ist. Es ist Mittwoch. Rap Wednesday, baby, baby. What's up, man? What's up, Sadiga, mein Grüß dich, Homie. Mann. Ja, stell dich mal kurz selber vor, so. Ja, ich bin Sadiga, Rap aus dem Oberland, 37 Spiez, Cruise Dolphins, Bell Squad, 03X, mache Musik seit Ewigkeiten, Rap etwa seit 8 Jahren, sag ich mal. 8 Jahre, stabil. Crewmässig, deine Crew ist ja von Spiez und so. Yes. Erzähl mal ein bisschen von deiner Crew. Angefangen hat es mit Dolphins, das ist mit dem Spliff zusammen. Mhm. Der hat früher als Nemesis 36 hat der Rap gemacht, noch auf Hochdeutsch, der ist schon richtig lang im Sound. Und nachher, aus dem, was mein Bruder davon rappen, haben wir einen Bell Squad gemacht. Das sind Spliffs, Bozy, Kuz, ich, Sedu, Chillrun. Und wer ist denn dein Bruder? Kuz. Ah, das Kuz ist ist dein mein Bruder? Bruder, yes. Ah, krass, Yes, krass. das ist mein Bruder. Krass, gar nicht gewusst. Ja, Mann. Yes, super gut. Wie sieht es aus mit Solo-Projekten? Hast du schon etwas Solo-mässig? Ich habe mein erstes Tape-Sprechgesang, das war ein Solo-Projekt. Mhm. Auf Beats vom Spliffs, aber es ist eher so Tape-mässig. Und seitdem habe ich nichts mehr Solo-Projekt gemacht. Aber ich glaube, jetzt mal Zeit, mal das Debütalbum in Angriff zu nehmen. In diesem Moment schauen wir uns mal den Restclip von heute an. Frequency ist auch der Beats macht, Ja, gell? Mann. Das ist ein sehr junger Produzent von Bern. Der ist erst, ich glaube, mittlerweile ist er auch 16. Dann war er noch 15 gewesen. Yes. Sehr, sehr talentierter Dude. Er hat hier den Track gemischt. Also, der Typ ist hungrig. Yes. MC ist nach Frequency. Frequency made it happen. 37, 37, 37, 37, no, no, 37, 37, 37, 37, no, no, 37, 37, 37, 37, no, no, 37, 37, 37, 37, no, no. Es ist die 3 zu der 7, durch den war ich hier dann dribbeln. Und Demos sind beide so aus der nächsten Generation, nicht so nach uns. Gil sind ja 20 oder auch sind bis schon über 20. Und die sind jetzt so, seit 2 Jahren sind die recht im Sound und ich fühle recht, was sie machen. Yes. Sie sind so gespielt im gleichen Studio. Ich hab den Bett nicht verstanden. Spielt sich ständig wie ne Bibel. Hotspot von Rapper im Notdrück. Kascha und Paper verliert ihn nichts. Du hast die Message verstanden. Brauchst du ein Studio, komm zu uns. Damn, look, ich bin ein Don. Meine Attitude ist schon bekannt in dem Dorf. Mamis von der größten Cheesy Hood. Krisenfreundlich, wenn ich neben der Tür laufe. Es war eine rechte Momentaufnahme. Es ist recht, also wir waren im Studio dann. Nicht Quincy den Beat machen mit den Uhren 808s, die so klepfen. Und es war so einer, der hat man von Anfang an gemerkt, dass der wird da. Kickback, mach meine Mom proud. Move back, das ist my town. Spielt sich lit, das ist safe to say. Und the next generation ist on the way. Ich glaube, Quincy hat sogar den Refrain, glaube nachher so wie Dings, der so das 3-7. 3-7. Ja, voll. Ich bin dann auch noch etwas einkaufen oder Sport machen schnell. Und als ich zurück kam, hat er schon den Einstieg von seinem Verse gehabt. Und nachher habe ich mal meinen verschrieben, habe ich mal noch Kuz geschickt. Und der rappt eigentlich nicht mehr so viel. Und dann habe ich so zum Zeigen ihm geschickt. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre eigentlich auch einer, wo ich gerne etwas drauf machen würde. Und so hat es sich dann eigentlich ergeben. Yeah. Oh, wir sind die tunische Wave, wo hier einfahrt. Schweiz und Rap bekannt die Schieflage. Big Vibes, viel Bars. Spürt sich Holy, gib mir Preach, bro. Der Tod lag scheinen, wenn ich Musik mach. Doch weg den Eskapaden, nicht mehr Ruhe vom Marsch. Noch 100 Gramm, bis meine Lunge brennt. Bis die Oberländer, du bleibst Mensch. Am Fuhlen Sächle, am Wedeln. Nerl mit dem Wagen, nach Spitz weggeln. Wie Boden im Bieler in Wagen. Und ich einige, das sind die Gegenden. Von Hunger bis nach oben schön. Tschüss mit meinen Brothers und im Mittelglön. Wir sind kein DJs, wir sind kein Hurensohn. Wir hängen nie Space und machen so die Dön. 37, 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 37.
Yes, sir. Shit is hot, muss ich sagen. 3-7. Ja, Mann. Shoutout geht raus. Liebe Grüße an allen Spiezer da draussen natürlich. Liebe geht raus. One love. Wie viele Videoclips hast du, wo du drauf bist? Mit deinen Jungs und so ungefähr? Zwischen 10 und 15 Uhr. Das ist schon Insgesamt denke ich etwa. Das ist schon gut, sehr gut. Mhm. Wie viele Albums, Projekte? Zuerst Sprechgesang, das ist so Mixtape-mässig, dann EP mit Spliffs und 2 EPs mit Kuss. Aufnahmestudio, wo nehmt ihr euer Zeug auf? Oder du, wo nimmst du dein Zeug auf? Streaming Stack Studio Spiez bei MDM. Das ist genau das Studio, wo der Jamal aufnimmt. Genau. Ich war auch schon da, es ist ein ganz geiles Studio. Und ich habe dort auch schon etwas aufgenommen. Wer macht Videoclips bei euch? Sammy hat 3-7 gemacht. 3-4 Clips hat er schon für uns gemacht. Nachher ein paar Sachen haben auch ich und Kuss zusammen gemacht, dann für sein Album. Dann mit Blueby's World, das ist glaube von Schaffhausen, wenn ich mich nicht täusche. Aber und du machst noch so Rap-Battles, habe ich mitbekommen. Nicht mehr, früher gemacht. Jetzt ist mir jetzt grosser Stress. Ich habe es auch nicht so lange gemacht, etwa 2 Jahre habe ich Battles gemacht. Voll. What's good, ladies and gentlemen? Es ist Mittwoch, du weißt, was für Zeit es ist. Es ist Rap Wednesday, baby, baby. Ja, Mann. Was kann man in Zukunft noch so von dir erwarten? Musik. Musik, ganz sicher. Eben mal ein Solo-Projekt sicher. Yes. Sicher auch Collabos, Features. Bin ich immer offen. So, aber ja, schon immer wieder alle geplant Sachen, nachher wird es nicht, aber bin ich auch immer offen. Meine ersten Projekte waren alles auf Boom Bap Beats, wo das Bild so hauptsächlich das produziert hat. Und ich war am Anfang nicht einmal so Trap-Fan. Das ist eigentlich so durch meine Brüder und Bosi, habe ich das sehr, sehr fühlen. Und dann habe ich erst ein Trap-Projekt gemacht, jetzt, wo ich so wirklich allein an meinem Zeug arbeite, habe ich gemerkt, ich habe ganz viele verschiedene Facetten. Also so, ich höre so verschiedene, ich höre gerne Reggae, ich höre gerne Jazz, Soul. Ich bin auch recht mit so Sound aufgewachsen, nebst Hip-Hop, weil mein Dad uns immer so Musik gezeigt hat. Darum es wird sicher divers. Also auch mehr Gesang, mit Rap, Oldschool, Neues. Ja, wo eben ja auch dein Zeug reingezogen und so. Und du hast schon verschiedenes Zeug. Du hast wirklich so, du hast Oldschool dabei, du hast Trap dabei, du hast auch so, wie sagt man dem, Dancehall-Style, weißt du, da ist alles dabei und das finde ich cool, weißt du, so, man muss ein bisschen schauen, weißt du. Ja, lange gedacht, so, ich will so wie meine Lane finden, aber ich habe gemerkt, so, jeder Beat gibt auch andere Inspiration, oder so, ich höre so andere Beats, je nach Mut, wo ich bin, und darum kann ich mich nicht festlegen auf einen Sound, glaube ich. Soziale Medien, wo bist du am stärksten vertreten? Instagram. Ich bin wo ich wirklich auf Insta aktiv werde, ist der Tag gesagt, sich über uns hure. Und ich habe das Gleiche gedacht, aber heute so bei TikTok, da bin ich so nicht mit. So, da habe ich den Anschluss verpasst. Instagram bin ich am aktivsten. Instagram. Wie sieht es aus mit YouTube oder Twitch oder so Sachen? Weniger? Nein, bis jetzt. Ich habe auch schon gedacht, mal irgendein Format zu machen, so Twitch-mässig, fände ich geil. YouTube hat echt Videos, die wir aufladen. Label, wie sieht es aus? Dein Label ist auch ein Spiez mit deinen Jungs. Ja, Streaming Stack würde ich sagen, ist auch ein Streaming Stack, ja. Yes. Konzerte, hast du noch öfters Konzerte oder hast du noch in Zukunft noch etwas vor? Jetzt geht der nächste, ist nichts geplant, aber also wir haben schon easy viele Konzerte gehabt. Mal grösser, mal kleiner, wir haben schon ganz kleine Bars haben wir alle gespielt. Aber es ist ein gutes Training, ich liebe es auf der Bühne, ist echt fast das, was ich am liebsten mache beim ganzen Musikding. Ja. Der nächste Clip, den wir anschauen, ist 37 Grad, passt sehr gut. Es ist momentan wirklich fast wie 37 Grad, wir sind hier am Schwitzen. Und es ist hart, 22 Zuschauer, gleich knacken wir Rekord. Den Stream unbedingt teilen, dass wir heute Rekord knacken, Ladies and JDs. Und shout out. Du noch nicht kennst, drum wach mal auf, bevor du verpennst. Schreibe die Ziele ganz locker aufs Blatt. Gib mir den Schreiber bestimmt noch nicht ab. Was du da machst, ist schon ziemlich verkackt. Nimm dir ein Beispiel an unseren Bars. Wieder back in the booth, stumm. Wenn ich rap in der Burg auf Zürich, Bern, Luzern oder Chur, aber komm ich schlussendlich wieder back auf Tour. Fühlst du den Groove? Unsere Lunte vom Blut. Zieh mit der Fam oder vielen an Tunes, ja das ist das genau, was ich brauch. Mach nur das, was ich am besten kann. Beats mit draussen
Paris gehen oder lieber am Strand auf Ibiza. Nehmt mir in der Hand ein Shisha, also yalla, arriba, arriba. Chill mit der Fam, riesige Plan, wir machen Land, das geht bam, bam, bam. Chill mit der Fam, riesige Plan, wir machen Land, das geht bam, bam, bam. Jamaikaner bringt die Vibes, ja, drop the shit, das wird nice. Glaub für das da hier, hab nichts Mike, noch Richard währenddessen der Scheiß grau. Ich bin Pizza, tut den Fuego, mach es jetzt in Schweiz, das ist Lego. Mini Klick, damit du deine Zero. Baue jetzt die Pizza, wenn es Lego. Shit, das ist der Tiger, spiel nicht in deiner Liga. All die Rapper nur mit Studis, aber es bringt dich nicht ein bisschen Klasse. Ey, babe, come on and shake, shake, shake. Move at dir, das nicht geht, zeig dir das straight back, hey. Du weißt, nicht back auf dem guten Kurs. Luftschwung wie beim Hula-Hoop. Wo wir flexen mit der Crew im Tour. Genau mit denen, die auf YouTube suchen. Echte Bock auf all die Hobby-Factors. Zuvor Spieß, sie Rockstage-Rappers. Immer auf dem Grün und du mit Hobby nennen. Es gibt Barbers, Pumpens, für was noch nicht können. Chill mit der Fam. Riesige Plan. Wir machen Land. Das geht bam, bam, bam. Ladies and gentlemen, my name is John your nigga, and this is the You the Man Clan, presented by Bermuda Records and the Mule Squad. So turn your fucking headphones up. Das war das Intro für Afrokalypse. Das Video ist von All Colors Everything. Das ist ein Dude von Spiez. Der macht, glaube ich, jetzt nicht mehr Videos. Und das war recht geil. Der hat es recht gut vorgeplant. Wir haben da recht schnell alles durch. Das ist so innerhalb von einer Woche haben da das ganze Video dann fertig ready. Also. What's up, what's up, what's up? Who's on the beat? So, ich glaube, so einfach ist das auch noch nie gegangen. Aber er hat auch ganz genau gewusst, was er wie, wenn, wo machen will. So. Yes. Das sieht auch sehr schön aus. Beste Familienprojekt seit der Jackson 5. Projekt Nummer 3 Uhr, sicher noch nicht fest. Projekt Nummer 3 Uhr, mehr Hunger als beim ersten. Das ist 4 Track, 4 Rap, Schweiz, Lab, wie Bingen, Boom, Bap, das Du-Lab, wie jetzt Vibra GC. Alle am Trippen, wenn ich Beat reinbaue. Die ballenden Niggas sind im Beast Mode. Die besten Beats, jetzt im Haus, du weisst es ist der Dreadecus. Check das ab, es ist Sadiga, King vom Kafu, King von Kleinstadt. Spaß am Staunen, es hat 18 Jahre gedauert, jetzt sind wir plötzlich zusammen in den Bauch vom Aufnehmen. You the Man Clan von dem Crazy Squad, sie wie Wu-Tang Clan oder A$AP. Tupac oder Biggie? Pac. Marilyn Monroe oder Marilyn Manson? Ja, Marilyn Monroe eigentlich schon. So, vom künstlichen Aspekt schon eher Marilyn Manson. Ja, gell, Ja. vom Künstler. Ja, Okay. mal, Marilyn Manson. Kalt oder warm? Warm. Warm, Definitiv. ja. Ja, ich schwitze wenn es warm ist, aber ich hasse kalt. Ja, nicht mal Eco. Kälte. Eco. Top 3 Lieblingsrapper? Tupac, Kendrick Lamar und ich muss auch fast mit J. Cole gehen. Anderson .Paak war auch ganz oben, aber der ist schon nicht Rap so, aber der ist Ja, einer meiner allerliebsten Artists. Yes, so. Habe ich auch hure gerne. Ja, der gehört für mich ganz hoch auf. Top 3 Lieblingsfilme? Forrest Gump ist mein Lieblingsfilm. Harry Potter bin ich ein Fan. Ja, Dings, Spider-Man 2 dann. Habe ich Geld von mit Doc Ock. Yes. Yeah. Schweizer Rap oder deutscher Rap? Schweizer Rap, definitiv Schweizer Rap. Weed oder Alk? Weed. Old School oder New School? Gute Musik. Gute Antwort. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich an... Ich will noch mehr. Nein, boah, morgen funktioniert ich. Wenn ich aufstehe, dann funktioniere ich noch gar nicht. Da fluche ich zuerst mal ein bisschen, dass ich aufstehen muss. Darum hässlich auch zuerst einfach, ja. Einmal wenn ich muss bügeln, wenn ich entspannt aufstehe, dann... Yeah. Mein Name ist Sadiga und ich bin... Motherfucking Rapper vom Berner Oberland. Let's go. Yeah. Mein Name ist Sadiga und ich hasse... Aufstehen. Ich schwöre dir. Früh aufstehen vor allem, Mann. Ja, früh Das ist aufstehen. das am besten. Schon, sonst ist Aufstehen safe, aber früh aufstehen, Du musst dir ein Wort auf deine Stirn tätowieren. Und das Wort wäre... Ich hoffe ja langsam okay. Alright, man, alright. Lieblings-Superheld? Spider-Man auch. Netflix oder YouTube? YouTube. Yes. Also Netflix
lange sehr, sehr geil gefunden, aber gefühlt irgendwie alles durchgesehen. Ich finde nicht so gute Sachen auf YouTube. Wir schauen uns noch einen Clip an und dann gibt es noch 2, 3 Fragen und dann machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben am Rap Witness Day. Niemand weiss davon Bescheid, außer ich. Check, 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 ich komm auf mein Vibe rein. Hey, ja, es ist der Sattiker DFZ, sein Sprechgesang. Bin ich Bars mit der EFZ, du spielst deine Ohren für eine bündige Latte Rap. Das Projekt, das wir im Kasten haben, ist unsere BMS. Sie Stunde für Stunde, nur mit Hunger im Bunker, aber trotzdem ist das Funtime. Aber jede Lebenslage Vers am Start. Und für jeden von denen Wack MCs so Punchline. Habe ich Form von Beat schalten, vorne gefunden, Zeit anzuhalten. In einer grauen Welt, was mir auf Farben fällt und mit Liedern die schönsten Bilder gestalten. Schau uns drüber als Gang, der Scheiß ist kein Tetris. Sagen dafür, dass Boom Bap 2017 noch im Trend ist. Yo, die Technik, mein Fetisch. Und ein Track ist bis nicht fertig, bis nicht was sagt und sagt, dass es fertig ist. Weil sie im Beast-Mode abiert, so ich danke dem Split von MPC. Der Primo von Schweiz, unsere Fahne ist Kiss. Die ersten Zeichen sind gesetzt, du wo die Reise enden wird. Das sehen wir bis zuletzt. Weil drehe ich den Sound auf, jetzt deine Crew an dort feiern. Baby 2017, es ist bei Mutter Record Season. Let's go! We back! Ladies and Ladies, wir kommen langsam schon ein bisschen ans Ende suchen. Aber alles gut, kurz und bündig, so muss es sein. Wir müssen beide morgen arbeiten. Unsere Pilze, gell? Ab aufs Dach. Nein, geil. Also der hier, wo wir aufs letzte gehört haben, mich am meisten geflasht von allen. Schon? Ja, voll. Schon, ich finde da nicht. Der Beat, ich fühle den Beat. Heute könnte ich viel geiler drauf rappen. Ja, das so. Wie alt Weiter bist du geht's. jetzt? Tu es. Weiter geht's mit den Fun-Fragen. Seid ihr ready, Ladies and Ladies? Yeah! Katy Perry oder Lady Gaga? Lady Gaga. Meine letzten Wörter werden sein. Pass nochmal den Jay. Pass mit Jay, homie! Ich weiß nicht, was. Oder wieso jetzt? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, was passiert. Du stehst am Morgen auf, nackt, zwischen 10 Frauen. Wie reagierst Geil. du? Politische Einstellung. Boah, das ist jetzt heutzutage vorbei, schwierig zu sagen. Darum, ich würde sagen Hip-Hop. So. Hip-Hop. Ja, open-minded. Barack Obama oder Donald Trump? Ich bin von beiden nicht wirklich Fan. Darum. So, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. So, scheiß auf Okay. das hure Blatt geben. Die ganze Zeit auf Day, das tun wir jetzt noch auf die Seite. Und zum ersten Mal bei Rap Witness Day, Ladies and Ladies, machen wir es mal umgekehrt. Und zwar, du fragst jetzt mich Yes. 5 Fragen. Du kannst mich fragen, was du willst, irgendeine dumme Frage, persönliche Fragen. Ich probiere so gut wie möglich zu antworten. Und es sind genau 5 Fragen, überlegt es sehr gut. Und das sind die letzten 5 Fragen für heute, Ladies and Ladies. Also, ich war selber nicht darauf vorbereitet, darum muss ich jetzt gut. Wann hast du angefangen zu rappen? Du rappst ja auch. Wann hast du das erste Mal aufgenommen? Aufgenommen. Boah, meine erste Aufnahme war vor der Spiez. Das war irgendwann im 1900. Irgendetwas war 19. Ah, wirklich 19? Ja, das ist crazy. 1999 oder so. Wenn ich mich nicht irre. Und zwar, Eddie ist da, von Südamerika, wird wie eine Bombe von Osama abgehen. Du die abschlagen und in ein Drama. Und die einzige, was Sorge macht, ist deine Mama. Ist Portemonnaie. Und dann habe ich A, E, I, O, U genommen. Und Yes. dann aus dem so wie ich so 16 gemacht habe. Und dann mit dem Feig, der Oli von Thun. Yes. Mit ihm und der Street Dog. Das ist mein nice. erster Track, den ich Ihr aufgenommen seid habe. von welcher Industrie seid ihr gewesen, oder? Das sind wir Musst immer du noch, sagen, yes. aber wir sind nicht mehr so aktiv. Yes. Voll. Okay. Schusse. Wie bist du auf das Twitch-Format gekommen? So, was ist das Theater? So, Sehr so gute zu machen? Frage, sehr gute Frage. Ja, vorher habe ich mir überlegt, ja, ich wollte etwas machen, das halt ein bisschen Sinn macht. So, also ich meine, so, ja, okay, Rappen habe ich jahrelang gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, soll ich mich jetzt auf das Krypto-Zeug konzentrieren? Oder dann bin ich eben auf die Idee gekommen, weißt du was, nein, ich mache etwas, was ich gerne habe und wo du vielleicht noch Geld kannst verdienen dabei. Vielleicht auch.
Und dann musst du auch nicht arbeiten, wenn du die Hobby zum Beruf kannst machen. Und Yes, man. dann habe ich eben so vor, wenn ich angefangen habe, dann ist letztes Jahr oder so. 1 Jahr. Eben so 1 Jahr und habe ein bisschen... Dann ist die Streaming-Qualität echt noch wack. Ja, es war richtig wack alles. Aber auch dank meinem Man hier, er hat mir auch viel geholfen und so. Auch meine Homies, so Kater und so, Shoutout. So, auch ein bisschen unsere Kein Gruppe. Problem. Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn wir irgendwie mal Hilfe brauchen oder so. Hast du irgendwelche Gäste, die du unbedingt mal gerne hättest? Halt so, vielleicht auch sogar international, weißt du nicht mehr. Aber irgendjemand, der gerne mal einen Stream machen würde. Ja, also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, so... Nicht wirklich, Bro. Yes. Ich bin froh, weißt du, so scheiß drauf, Bro. Man, wenn irgendein Michael Jackson oder 50 Cent hier ist, alles gut, Bro. Ja, aber Mann. ich bin mir sicher, es wird nicht so ein geiler Stream wie dann zum Beispiel mit Kat oder so, Yes. wo wir uns so kennen, weißt du nicht mehr. Also von dem her, Bro, so, es kann kommen, wer will, und vor allem so, ist es meistens unerwartet. So. Du denkst so, oh, der ist vielleicht so komisch. Und genau der, wo du denkst, ist so komisch, dann sagst du, so, er ist gleich ein geiler Sieg. Und wegen dem ja niemand so spezifisch, wo ich mir extra so gut, wenn ein Gesehen kommt Yes. oder irgendjemand so, weißt du, alles gut, Bro. So, Ja, ich bin Mann. offen für alles, weißt du, aber Yes. just do it, man. Safe. Wie viel sind wir jetzt? 3? Wie Fragen. Fragen. Jetzt sind noch wie viel? Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei, ja. Was ist dein Lieblingssong im Moment? Song. Wie? Was hörst du am meisten? Hast du irgendetwas? So, Song, so Lieblingssong habe ich nicht. Aber momentan höre ich Funk. Daboul, das ist so ein Franzose. Und hat so einen ganz kranken Funk-Style, so irgendwie 35. Also ich höre so alles mögliche, so Reggae, Rap, alles zusammen. Aber momentan höre ich das am liebsten, wo so, da kannst du loslassen und so. Es ist echt der hure Daboul heisst der, Daboul geschrieben mit 2 L am Schluss. Ja, Franzose. Ist das Nice. ein Bluff, ist, den ich bekomme? Glaube ich nicht. Noch eine Frage. Dann droppst du mal wieder Sound. Ich habe jetzt gesagt, ich konzentriere mich nicht unbedingt auf den Sound, aber ich habe etwas im Hinterkopf, wo ich schon etwas machen möchte. Also mein nächstes Projekt, so viel sei verraten, würde ich nicht solo machen, also schon solo, aber jeder Track mit einem anderen MC. Okay. Und das werden so 16 Tracks sein. Yes. Und wegen dem mache ich vielleicht auch das Rap Weedness Day, das hat ein bisschen mit dem verbunden. Vielleicht würde ich sogar so ein Rap Weedness Day Album machen. Yes. Wo ich dann so einfach mal die krassen MCs oder so ein paar picken, so, weißt du nicht mehr, und dann der Pound, oder ein Track, wo 16 MCs drauf sind und so mehrere von irgendetwas so speziell. Yes. Ja, voll. Nein, es ist abgegangen heute, es ist extrem heiß hier und wegen dem, ich wollte nicht zu lang machen, zum Schwitzen, es ist extrem heiß. Hitzewelle hat ausgeschlagen, man fast Rekordknapp, 22, 23 Leute. Merci vielmals. Es sind immer noch 18 Leute da. Shoutout, man, Kuss auf die Nuss, geil sicher. Peace out. Oh shit, wir haben das gerade zu synchron gemacht, Alter. Wir. Der Basketballspieler. Schau noch Fehler in Matrix, Mann. Fehler in Matrix ist immer, wo sie jetzt viel Rap Witness Day gesagt haben. shit. Ladies and Gentlemen, wie gut sie Das kannst du mit den Chip rausnehmen. Du fetten Drew. Ja, ich weiss wie, weißt du. Du musst die immer wieder drum. Geht mir nicht auf den hier! Du weißt, das kommt 1000 Mal. Und ja. Nice, man. Hey, merci vielmals. Merci dir. Wir lassen uns jetzt noch 2 Tracks zum Abschluss. Merci der Dax. Ich weiß nicht, für was ich da bin. Deine Anwesenheit hat Joints mich 3. beflügelt. 7 Joints. Für die 7 Chance 3. Merci, bitte. Also, tschüss zusammen. Ciao. Peace. Ciao. Geht mir nicht auf den hier. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Was müssen Rap, Sound wieder bunt. Frisch, frech, straight aus dem Herzen von Thun. Uns nicht wieder, das steckt Bildern. Mit ihnen leider gar nicht. Young Niggas und Digga kann mit den Zielen mehr richten als ein Sharpshoots. Back auf den Beat sitzt, Rap aus der City, der Beo, Squad. Gang shit ist Liebe, mit diesen Jungs hier mach ich weiter in mein Stil. Hab keinen Bock auf euer Beat, bring mir lieber Chicken Wings und am besten dazu noch mit etwas zu backen. Damit ich nachher schön mit Nigger gleichen Kisten passen. Ich bin erst am Anfang Yes, sir. Warum Zadiga? Und was ist das für ein Handy? Mach blutlos! Merci vielmals für die 3. Monat, Bro. Danke dir 1000 Mal. Geil, sich, man. Wäre nicht nötig. Hallo, Motherfucker. Wir
wenn... Verpiss dich, du Hurensohn! Zusammen arbeiten und dann für den Ball durchkommen mit dem Dopamin natürlich. Die Jungs sind da am rausspammen, ey. Hast du gehört etwas? Wir müssen alkoholfreies Bier, Distanz von heute. Ladies and Ladies, liebes Twitch-Team. In meinen Streams werden keine Drogen konsumiert. Das ist CBD, das ich rauche, in jedem Kiosk erhältlich. Und das ist alkoholfreies Bier. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Schnudergolf, merci für die Follow, du geile Küngel. Ist das der, der Insta-Page hat? Ich weiss nicht, Schnudergolf. Hier da, er hat geschrieben Schnudergolf. Geil, also wenn ich Jury war, hat es sofort gesagt. Schau, ich habe ein Espresso-Emote gemacht. Beef, wir haben Beef im Chat, Ladies and JDs. Meine Mods sind da, meine Mods sind am Abonnieren, let's go. Warum lässt du mit sein? Was soll da nochmal gross wegen der Person drin? Ja, aber ich sehe es so, aber alles gut. Ösi hat gesagt, Rücken strecken, wir müssen Rücken strecken. Für die noch nicht folgen, folgt mir alle auf Insta und Onlyfans und so. Überall heiße ich gleich, let's go. Ja, das ist schon Marilyn Monroe wegen dem Rock und so. Und BBB. Aber wegen... Erzähl von dann Kroatien, Huer auf der Schade. So explizit, der DJ, hör auf rappen. Das sagt der, der sagt... Wie ist der? Huere unangenehm, Mann. Wieso mache ich so Scheiß, Mann? Ich bin jetzt hier, ich bin nervös. Hey, erzähl nicht von Kroatien.